Guten Abend miteinander. Hallo zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Live vom Freitagabend. Es ist der Start ins Wochenende und ich möchte mit euch ein bisschen Schweizerdeutsch reden, ein bisschen plaudern und schauen, was ihr macht das Wochenende. Was hast du das Wochenende vor? Das ist heute unsere Frage. Was hast du das Wochenende vor? Das Wochenende habe ich vor, ein bisschen Velo zu fahren. Ich und mein Mann, wir sind da ein Stückchen weit gefahren mit dem Auto. Wir sind da übernachtet da in einem Hotel und morgen und übermorgen wollen wir eine Velotour machen. Und ihr, was habt ihr vor das Wochenende? Hallo Daniel, Ali, nicht Daniel. Was hast du vor das Wochenende? Es gibt Leute, die vielleicht einen Garten haben. Hallo Olivia. Es gibt Leute, die einen Garten haben und vielleicht vorhaben, im Garten zu arbeiten. Oder es gibt Leute, die aufräumen, putzen. Oder vielleicht hast du Freunde eingeladen. Vielleicht willst du wandern, ein bisschen in die Berge gehen. Es ist November. Wir wissen nicht genau, ich habe noch nicht geschaut. Eigentlich bei uns soll das Wetter, glaube ich, recht schön werden, aber ich bin noch nicht sicher. Ja, wie ist das bei euch? Was habt ihr vor das Wochenende? Wenn du etwas planst, dann kannst du immer fragen, was hast du vor? Olivia, du gehst wandern, auch wenn es eher November ist und vielleicht nicht typisches Wanderwetter. Daniel, du hast deine Familie eingeladen. Ah, Jean de Rede, du gehst in den Wald wandern. Man muss ja auch nicht immer hoch in die Berge, man kann auch im Mittelland spazieren, wandern, laufen. Ja, manchmal ist es auch gut, wenn man einen kleinen Spaziergang macht, eine Stunde oder zwei rund dort, wo man wohnt. Ja, also wenn du etwas planst, wenn du oder wenn du möchtest fragen, was jemand anderes geplant hat, zum Beispiel zusammen etwas machen, dann kannst du fragen, was hast du vor? Was hast du vor? Am nächsten Wochenende oder was hast du vor in den Ferien? Vielleicht, wenn wir zusammen Ferien machen. Ja, und gibt es einige von euch, die einen Garten haben? Daniel, du verstehst Berndeutsch und du kannst noch nicht so gut reden. Am besten zum Anfangen reden ist, wenn du anfängst laut wiederholen, was andere sagen. Ah, Olivia, ich habe vor, Velo zu fahren. Ich habe vor, eine Velotour zu machen morgen und vielleicht übermorgen auch noch. Ein bisschen mich bewegen, das ist gut. Unter der Woche mache ich nicht so viel Sport und ich freue mich darauf, dass ich Velo fahren kann. Es ist noch nicht so ganz kalt, aber ich habe schon Handschuhe und Kappe und dann ist es schön warm und dann kann ich gut Velo fahren. Genau, Olivia, laut wiederholen, wenn du daheim übst, wenn du jemand anderen hörst, wenn du meine Filme kannst schauen oder jemand anderen hörst reden und wenn du laut wiederholst, dann nachher kannst du dein Mund langsam üben, was die schweizerdeutschen Wörter sagen. Hallo Philipp, Möller, du schaffst in Zürich. Möller ist das deutsche Name. Ja, das ist Olivia, du tust die ganze Zeit laut wiederholen, das ist gut. Ja, wer von euch hat einen Garten? Weil in unserer Geschichte am Montagabend geht es darum, dass ich arbeite. Genau, du schaffst in Zürich. Das hast du gesagt, oder? Du hast geschrieben, dass du in Zürich schaffst, Stefan. Aber
Hast du ein Haus oder hast du eine Wohnung? Musst du manchmal auch im Garten etwas machen? Das Wochenende ist manchmal auch eine ideale Zeit, um im Garten zu arbeiten. Also das Wochenende gehe ich nicht in den Garten. Aber ich habe ein Haus mit Garten und ab und zu gehe ich am Wochenende oder am Abend auch in den Garten arbeiten. Zum Beispiel haben wir bis in November haben wir noch gute Himbeere gehabt und ich bin Himbeere pflücken und dann hat es ein gutes Dessert gegeben. Oder jetzt im Herbst tun wir ein bisschen aufräumen, ein bisschen Blätter wischen, alte Pflanzenteile abschneiden. Und es ist auch immer ein Grund, wieder rauszugehen und nicht daheim zu hocken. Ja? Habt ihr einen Garten? Arbeiten ihr gerne im Garten oder vielleicht vermisst ihr das, dass ihr am Wochenende zum Beispiel eben nicht könnt im Garten arbeiten könnt, wenn ihr nur eine Wohnung habt. Wie ist das bei euch? Am Montagabend haben wir den Schweizerdeutschkurs, am Montag am 8. Uhr. Und dann ist das Thema eben, dass am Samstag die Nachbarn sich treffen im Garten, weil beide müssen raus aufräumen und putzen und Blätter zusammenwischen. Und dann, aber das sind coole Nachbarn und sie helfen einander und sie ziehen zusammen eins ziehen. Jean, du hast keinen Garten. Das ist manchmal schon gut. Man ist ein bisschen freier ohne Garten und kann in die Natur raus, mehr reisen vielleicht. Olivia, du kommst am Montag am 8. Uhr auf unseren Schweizerdeutschkurs. Ihr könnt auf swissgermanapp.com gehen und dort auf Applikation oder auch auf meiner Homepage Swiss German Online hat es neu eine Rubrik App und dann könnt ihr auf die Web-App gehen. Vor allem für die kein iPhone haben, die können auf die Web-App gehen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch dort einschreiben, gratis für einen Monat und unseren Montagabend-Kurs mitmachen. Und ihr könnt dann, das ist wie heute, ihr könnt mitschreiben, so wie wenn ich etwas erzähle, wenn ich frage, könnt ihr mitreden und mitschreiben. Und ja. Und wir haben davon geredet, was ihr das Wochenende vorhabt. Das Wochenende ist schon der 14. November. Schon die Hälfte des November ist vorbei. Ja. Und schon bald für Amerika gibt es das lange Thanksgiving-Wochenende, das vom Donnerstag an ist. Das ist immer am letzten Tag oder am letzten Wochenende vom November. Und ich wollte euch fragen, macht ihr etwas? Vielleicht sind ihr auch Amerikaner. Und was habt ihr vor am Thanksgiving-Wochenende, am letzten Wochenende im November? Olivia hat gesagt, du tust Geschenke kaufen. Philipp, du musst deine Wohnung einrichten. Willkommen in der Schweiz. Also du bist ganz, ganz frisch in der Schweiz. Und jetzt verstehst du das Schweizerdeutsch schon gut. Verstehst du mich schon gut? Ja, super. Ich hoffe, du kannst dich gut einrichten und gut einleben. Also du hast sehr wahrscheinlich die nächsten Wochenende schon recht viel zu tun. Zum Einrichten, vielleicht Möbel kaufen, vielleicht Bilder aufhängen und Nachbarn kennenlernen. Vielleicht gehst du auch, was machst du mit den Nachbarn? Du gehst einmal klopfen und sagen, «Hallo, ich bin der Philipp. Kann ich dich einladen zu einem Bierli?» Oder wenn wir zusammen eins ziehen, wenn ihr ins Restaurant geht, etwas trinken. Olivia, du findest das stressig einzurichten. Ich mache es eigentlich, glaube noch gerne. Also, es gibt viel zu tun, aber es ist schön, wenn man etwas neu einrichten kann.
ja, ein Bierli in den Beiz zum Beispiel. Du kannst sagen, wenn du einen Kollegen oder jemanden fragen willst, ob er mit dir ins Beizli möchte kommen, eins ziehen, kannst du eben sagen, kommst du mit mir eins ziehen? Oder wenn wir zusammen eins ziehen. Und das heisst, zusammen etwas trinken. Olivia, du gehst am Sonntag eins ziehen. Hallo Dicky. Oder Dolma. Ja, du kannst am Wochenende oder am Freitagabend geht man viel eins ziehen. Ziehen von ziehen. Ziehen. Aber wenn du sagst, ich gehe eins ziehen, heisst das nicht etwas ziehen, sondern etwas trinken. Ein Bierli trinken oder es ist egal was, gehen wir zusammen eins trinken. Ins Restaurant oder in eine Bar oder in ein Bistro oder in eine Beiz, ja. Eins ziehen. Und am Wochenende jetzt habt ihr vielleicht auch geplant, dass ihr mit Freunden eins ziehen, dass ihr am Freitagabend, also heute jetzt, ist vielleicht schon ein bisschen spät, ich weiss nicht. Hallo Pascha. Oder am Samstagabend oder am Nachmittag gegen Abend oder am Sonntag, dass ihr eins ziehen könnt mit euren Freunden oder mit eurer Familie oder mit Arbeitskollegen. Manchmal kann man nach dem Arbeiten, nach dem Feierabend noch eins ziehen. Du musst ein bisschen ausruhen, Olivia. Ja, das ist auch gut. Am Wochenende muss man die Gelegenheit nutzen, dass man ein bisschen ausruhen kann, ein bisschen aufräumen, ein bisschen Ordnung machen und Beziehungen pflegen mit Freunden und Familie. Dass man unter der Woche hat man es wieder streng und man muss wieder viel arbeiten. Dann nachher ist es gut, wenn man am Wochenende das macht, was man für das, was man am Wochenende unter der Woche nicht Zeit hat. Das, was man unter der Woche nicht Zeit hat zu machen, das kann man dann am Wochenende machen. Also Olivia, du hast vor, ein bisschen nachzuarbeiten, ein bisschen aufzuholen, ein bisschen wieder richtig putzen, sauber machen und dich erholen. Gut. Es sind vielleicht noch andere Leute dazugekommen. Wir reden darüber, was du vorhast am Wochenende oder was du vorhast am Thanksgiving-Wochenende. Also es hat vielleicht einige Amerikaner unter euch auch darunter. Vielleicht könnt ihr in der Schweiz Thanksgiving feiern. Könnt ihr irgendeinen Truthahn kochen oder Pumpkin Pie, also Kürbiskuchen machen. Hallo Atakiti. Danke. Also ich tue ein bisschen Schweizerdeutsch machen am Wochenende, aber mein Schweizerdeutsch-Kurs, wo wir eine halbe Stunde lang Livestream haben, das ist immer am Montag am Abend am 8 Uhr. Und auf swissgermanapp.com kannst du dich einschreiben für VIP und dort hast du einen ganzen Monat lang gratis Zugang und kannst schauen, was das ist und wie viel das du kannst lernen mit uns. Und es gibt immer auch ein Zoom-Treffen, 30 Minuten Livestream und 30 Minuten Zoom-Treffen. Hallo Andrea. Andrea Alina. Eben unter dem Zoom-Treffen hat es auch andere, die Schweizerdeutsch lernen und wir können zusammen Schweizerdeutsch üben, die Dialog üben. Wir haben schöne Bilder und lustige Geschichten. Eben gerade am nächsten Wochenende ist es von 2 Nachbarn, die im Garten arbeiten. Es ist November, es hat viele Blätter, es hat viel totes Pflanzenmaterial, das man ein bisschen aufräumen muss. Und dann, Daniel, ich rede nicht genau Berndeutsch, aber es ist ein bisschen ähnlich, ja. Und ich hoffe, du verstehst mich gut. Genau, also die einen Garten haben, die haben immer wieder zu tun im Garten. Und die neu sind, schreibt doch mir, Osmat, hallo, schreibt doch mir, was ihr vorhabt am Wochenende. Habt ihr vor zu arbeiten? Müsst ihr noch arbeiten? Es gibt vielleicht auch Leute, die
Dienste haben, die Sanitäter sind oder Pfleger oder Ärzte oder Feuerwehrleute. Ja, du verstehst mich gut, Daniel, das ist super. Und dann müsst ihr vielleicht sogar arbeiten am Wochenende. Es ist ja nicht normal oder selbstverständlich, dass alle frei haben, Samstag, Sonntag. Oder vielleicht bist du ein Verkäufer oder die Läden haben auch offen am Samstag. Am Bahnhof haben sie sogar am Sonntag offen. Und du musst vielleicht auch ein bisschen arbeiten. Dir gefällt mein Schweizer Dialekt, Pascha? Pascha, ja? Olivia, du schaffst nie am Wochenende. Also am Wochenende kann man daheim arbeiten, ja? Daheim gibt es auch zu tun, zum Aufräumen und Putzen. Hallo, Vaida. Danke vielmals. Du sehr wahrscheinlich auch. Du bist sehr nett, dass du mir so ein Kompliment machst. Ja, Schweizerdeutsch ist super, Philipp. Redest du auch einen Dialekt? Ich nehme jetzt mal an, du bist ein Deutscher. Aber in Deutschland gibt es ja auch so Akzente und Dialekt. Vielleicht ist dir das gar nicht so fremd und es ist gar nicht so schwierig, das Schweizerdeutsch, oder? Oder ist es für dich sehr schwierig? Die Zürcher reden ein bisschen anders, alle, je nachdem aus welchem Kanton man ist, redet man wieder ein bisschen anders. Und mein Dialekt ist auch nicht ganz ein reines Dialekt, wo man kann sagen kann, du kommst aus diesem Ort, weil du das Dialekt redest. Olivia, dir gefällt Bayerisch. Bayerisch ist auch schön, aber ich könnte es nicht nachmachen. Oh, du kommst aus dem Norden. Jetzt konnte ich gerade nicht fertig lesen. Im Norden redet man ja auch Plattdeutsch, oder? Plattdeutsch ist dann etwas, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger zu verstehen. Es ist nicht mehr ganz so einfach. Es hat viele spezifische Wörter, so wie Schweizerdeutsch. Ja. Und ja, mir schreiben. Ich habe gesehen, es hat noch mehr Leute. Es gibt immer mehr Leute online. Wir reden darüber, was du vorhast am Wochenende. Also wenn du einen Plan hast, dann kannst du sagen, ich habe vor, das und das zu machen. Ja? Was hast du vor an diesem Wochenende oder am Thanksgiving-Wochenende? Thanksgiving ist eigentlich ein amerikanischer Viertag, aber bei uns gibt es auch schon immer mehr die amerikanische Kultur. Und es hat viele Amerikaner, die in der Schweiz wohnen. Und auf jeden Fall, die Geschäfte haben für sich den Black Friday entdeckt. Und jetzt gibt es immer wieder in der Schweiz auch schon Black Friday Sachen. Pascal, du hast gefragt wegen Viertag. Ein Viertag. Also ein Feiertag, ein Viertag. Zum Beispiel Thanksgiving ist ein Viertag. Sie haben in Amerika frei an diesem Tag. Ja? Wenn in der Schweiz ein Viertag ist, zum Beispiel in gewissen Kantonen ist der 1. November ist ein Viertag. Ja. Dann nachher ist immer, wenn ein Viertag ist, ein offizieller Viertag, dann ist es so wie am Sonntag. Dann sind die Läden zu und zum Beispiel, wenn du im Fahrplan einen Bus suchst oder einen Zug suchst, dann musst du auch schauen, musst aufpassen. Sehr wahrscheinlich ist dann das nach dem Sonntagsfahrplan. Ja, nicht nach dem Wächtungsfahrplan. Also Wächtung ist von Montag bis Freitag ist Wächtung, ein Werktag, so Wächtung. Am Wächtung fahren Busse und Züge häufiger. Es hat mehr Leute, die unterwegs sind. Am Samstag ist manchmal noch gleich der Busfahrplan. Wenn du am Wochenende weggehen willst, manchmal ist es speziell auch am Samstag ein spezieller Fahrplan für den Samstag. Und am Sonntag hat es dann eher weniger Züge und Busse. Oder vielleicht in den Tourismusregionen hat es am Sonntag mehr Busse und Züge. Wer weiß. Also man muss dort den Fahrplan gut anschauen. Also ein Viertag ist ein Feiertag, ein Tag,
wo man irgendein Fest hat, wo man etwas feiern. Ja? Zum Beispiel am 11. November, das war gerade gestern, da ist an gewissen Orten ist das eine Feiertag. Zum Beispiel in Polen ist das ein Nationalfeiertag, Unabhängigkeitstag. Das war das Ende des Ersten Weltkriegs. Das hat man gefeiert. Ja. Und ich glaube auch in Großbritannien oder so ist es mindestens ein Gedenktag, wo man eine Schweigeminute macht. Vielleicht es ist nicht alles zu, es ist nicht so ein Tag wie ein Sonntag, aber es wird doch daran gedacht, an das Ereignis vor 103 Jahren, wo endlich der Erste Weltkrieg fertig war. Und darum haben wir gestern in Polen, mein Mann ist Pol und er und seine Familie, wir hatten eine Nationalfeiertag gehabt. Genau. Das war das Gespräch mit der Olivia. Philipp, ja, keine Berge im Norden. Jetzt bist du in Zürich neu. Jetzt kannst du jeden Tag oder jedes Wochenende in die Berge gehen. Du hast Schweizerdeutsch sehr vermisst. Jetzt weiss ich gar nicht genau, was du meinst. Ist das korrekt? Ja, Olivia, was habe ich am Montag vor? Am Montag habe ich ein paar Lektionen. Ich arbeite. Und wir sind schon fleissig am Vorbereiten von unserem Montagabend-Kurs, vom Dialog, den Bildern, alle Sachen auf der Homepage. Wir aufnehmen und sehr wahrscheinlich muss ich am Montag auch noch etwas da machen und auf die Homepage tun. Und am Montag am Abend am 8. Uhr haben wir einen Livestream, einen Videokurs für Schweizerdeutsch, Schweizerdeutsch in Dialogform, wie du kannst reden, zum Beispiel mit deinem Nachbar. Dieser Montag ist eine Situation mit deinem Nachbar, wo du kannst zusammen kleine Berge, ja, genau, Olivia, wo du mit deinem Nachbar zusammen kannst reden, im Garten oder ein Bierchen trinken, wenn ihr zusammen gearbeitet habt im Garten, wenn ihr einander helfen könnt, Sachen ausleihen zum Beispiel und so. So ein Dialog ist das und wir diesen Dialog zusammen durchlesen und miteinander reden und chatten, so wie jetzt ein bisschen. Und die Sätze sind alle übersetzt auf Englisch, Schweizerdeutsch, Englisch. Und auch wenn du nicht ganz, vielleicht noch nicht ein bisschen Anfänger bist oder noch nicht ganz super gut Schweizerdeutsch verstehst, dann hast du immer die Hilfe, dass der Englischtext dir helfen kann, zu verstehen. Und nachher auch neue Sätze zu lernen, neue Ausdrücke zu lernen und so weiter. Also, da ist in dieser Geschichte haben wir einen Nachbar, der sehr erfinderisch ist und der dann selber eine Lösung findet für ihr Problem von den Blättern, die sie zusammenbrechen von den Bäumen, die immer wieder verblasen werden vom Wind. Und so finden sie zusammen eine Lösung. Ja. Habt ihr sonst noch Fragen? Philipp, du fragst wegen der Schweizer, die Tschüss sagen. Die Schweizer sagen eher Tschüss, wenn man Duzis ist. Wenn man per Sie ist, dann sagt man weniger Tschüss. Ich weiss, die Deutschen sagen das viel. Schönen Abend. Ja, schönen Abend, schönen Tag, schönes Wochenende, schöne Woche. Das ist, sagen wir viel, um uns zu verabschieden. Genau. Tschüss ist eher, wenn du mit Freunden bist, wenn du per Du bist, dann sagen wir schon Tschüss, Ciao oder Ade. Ade ist, wenn man per Sie ist. Es ist eine Kurzform für Adieu. Adieu sagen Berner zum Beispiel. Und das kommt vom Französischen. Au revoir, adieu. Das ist dir in den Geschäften aufgefallen. Genau, in den Geschäften ist man per Sie und dann sagt man nicht unbedingt Tschüss. Dann sagt man Ade, merci, auf Wiedersehen, schönen Abend und so weiter. Ja, das stimmt. Ja, du kannst jetzt auf Entdeckungsreise gehen in der Schweiz und ganz
entdecken, was wir Schweizer da ein bisschen anders sagen und anders machen. Das ist auch ganz interessant. Olivia, du sagst immer Ade. Ade, merci. Zum Beispiel Ade, merci. Okay, also ich danke euch ganz vielmals, dass ihr da seid, dass ihr mit mir gechattet habt, dass ihr geantwortet habt, dass ihr auch geteilt habt und gesagt habt, was ihr macht am Wochenende, was ihr vorhabt. Ich habe vor, ein bisschen zu entspannen und Velo zu fahren, eine Velotour zu machen. Ich hoffe, ihr habt auch Zeit, das zu machen, was ihr vorhabt. Und dass ihr euch erholen könnt, dass ihr am Montag wieder fit sind, zum Arbeiten, aber vielleicht auch fit für einen Schweizerdeutschkurs am Montag am Abend am 8. Nein, Olivia, jetzt in der Nacht mache ich keine Velotour. Hallo Jana. Jetzt in der Nacht höre ich vielleicht noch ein Hörbuch und mich vorbereiten, noch auf den Montag vielleicht noch etwas aufnehmen. Aber langsam, gemütlich runterfahren. Ja. Und ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Denkt daran, wenn ihr euch einschreiben wollt für einen Montagabendkurs, Daniel, danke. Oder schlafen, genau, around the globe. Schlafen ist wichtig. Wenn ihr euch einschreiben wollt, für einen Monat gratis an unserem Kurs teilzunehmen, dann müsst ihr auf Swiss German App, auf unserer Homepage bei der App, könnt ihr euch einschreiben und dann habt ihr einen Monat lang gratis Zugang zu dem Kurs und könnt schauen, ob das etwas für euch ist. Schönen Abend, danke allen zusammen, macht's gut, tschüss zusammen, schlaft gut und träumt süß und erholt euch gut an dem schönen Wochenende.